da sind wir vielmals merci, dass er kommen sieht. Für die Pressekonferenz von der Initiative pour un devoir de vigilance, ich meine, ich stelle vielleicht direkt mal Slide 4, ihre ein kleines Intro machen. Schon nirgendwo Tommy Klein von der TNS Ilres, den Präsentation von der Etude machen, de Jean-Louis Zayen, dann Mirna Costa an Antonia Argirova an ich selber de Piet Bach von der Initiative pour un devoir de vigilance. Die wüsste Initiative hat man gleich schon ganz im Detail präsentiert. Ich werde nicht die ganzen Tour machen mit der Initiative, die aus 17 Organisationen besteht, aus der Zivilgesellschaft, die sich zusammengetan haben, für rund 2 Jahre, für rund 2,5 Jahre, März 2016. Mit einem großen gemeinsamen Message, dem steht vom Respekt von den Menschenrechten an den Entreprisen, die zuletzt situiert sind, an der dann ihre ganze Schände Valeur an ihrer ganzen Lieferkette. Ne? Rund um die Message gibt es eine große Forderung von der Initiative, die man auch schon, also die kennt, die man auch schon mitgedacht haben, dass die von einer nationalen legislativen Regelung, ob der heute froh, ein nationales Gesetz, dem Besoin für ein nationales Gesetz am Punkt zu Lützburg zu schaffen, für sicherzustellen, dass Entreprisen, die ihre Sitze haben, auch an ihrer ganzen Lieferketten am Anfang Menschenrechte respektieren, auch respektieren müssen. Das ist ja nicht auf einer Freiwilligkeit kann basieren, aber dass es auch eine Legislativregelung gibt zu Lützburg, wie das dann noch teilweise im Ausland der Fall ist. Wir haben an dem heutigen Kader, die wissen, wir hatten für 2-3 Wochen eine Aktion, noch für eine Chambre, die wir gemacht hatten. Das wissen wir, haben aber auch parallel dazu für ein paar Monate eine Etude an Auftrag gehen und TNS Ilres, für ganz konkret auch die Bevölkerung zu befragen, also par rapport zu dem großen Sujet von den Menschenrechten an den Entreprisen. Wir wollen nicht die Resultate, das was dabei rauskommt, was dann noch heute präsentieren, den Tommy wird das machen. Nur wird Jean-Louis Zayen kurz auf die Situation am Ausland angehen, hauptsächlich was mir Rede Konflikt geht. Dann Mirna wird über den Aspekt Menschenrechte an Entreprisen im Zusammenhang mit Umweltfragen schwätzen und Antonia über die Kandidatur von Lützeburg am Conseil von den Menschenrechten an der UNO. Ich will nicht zu viel vorgreifen, ich denke, ich kann da noch dem Tommy Twurt, ich will just so, also ganz klar gesagt, dass die Lützeburger nicht just interessiert sind, darunter für einen interessanten Standort zu sein für Entreprisen, aber das ist auch ganz klar, aber so die Spielregeln müssen definiert gehen und müssen sich auch an die Spielregeln halten. Ich gebe dem Tommy Twurt gehen, der kann dann am Detail das Resultat von der Etude präsentieren. Bon, guten Morgen dann noch von meiner Seite aus und merci, dass du in dieser Präsentation teilhältst, dann noch merci für die Darlegung. Die wird gesehen und würde ich ja alle schon ein Exemplar geholt, es sind nicht viel Zahlen da, dafür aber umso mehr klar konstant. Der Sinn am Anfang von der Präsentation, dass ich just einen kleinen Überblick zu geben über die Schlüsselresultate, auch gekoppelt mit den einzelnen statistischen Observationen, wie wir das Ganze erklären und auch wie wir es interpretieren. Just kurz etwas am Anfang zur Methode. Wir haben einen repräsentativen Echantillon von 505 Leuten gefragt. Die Interviews sind online, die wird als Panel realisiert, gehen dann noch rezent, dass die Etude realisiert, gehen wie auch schon gesagt. Den Terrain ist gelaufen vom 9. bis den 16. Oktober. Die erste Frage, die da im Questionnaire hat, ist von einem kleinen Text angelegt gehen. Der Sinn von diesem Text war, und da tun wir auch bei speziellen Kontexten, da haben wir das öfters in unseren Questionnaires dran. Der Sinn ist, dass die Leute informiert gehen über den Kontext. Der Sinn ist, dass die Leute verstehen, was man da froh oder no gemeint ist. Das heißt, dass am Anfang nicht mehr gewählt auch für den Kontext zu setzen. Und den Text selber haben wir so neutral wie möglich formuliert, aber wir wollten einfach verschiedene Perspektiven aufweisen. Das heißt, es sind 3 Hauptinformationen, die hier wichtig sind. Das ist für alle die Information, dass es allgemein Entreprisen gibt, die mit ihren wirtschaftlichen Aktivitäten können negative Impakte auf Menschenrechte haben. Das ist die zweite Information, dass die Entreprisen noch zu Lützeburg gehen, die ihre Sitz da haben, die auch können darauf verwickelt sind. Und das dritte war, dass man am Anfang 2 Perspektiven heranbringen, was die Argumente angeht. Das heißt, die erste Seite, die so erkennt, Menschenrechte können nicht nur über freiwillige Maßnahmen begründen. Das heißt, dass man da nicht weit genug gehen, dass dadurch so nicht wird können komplett bekämpft gehen.
Aber in der Woche die andere Perspektive, wo die Argumente gehen, dass ihr seht, wenn ihr da zum Beispiel national über das Gesetz regelt, dass es da sehen kann, dass das Auswirkungen noch Kompetitivität hat. Sie wird für den Platz, sie wird auch für die Entreprise selber, die zu Lützeburg sind. An aufbauend auf diesem Text, aufbauend auf diesem Text haben wir die Leute gefragt, ob die Entreprise mit Sitz zu Lützeburg sollten verpflichtet gehen, Maßnahmen zu ergreifen, für Menschenrechtsverletzungen an ihren Lieferketten zu vermeiden. Echt froh, echte klare Konstat, wir haben 92%, die wieso für ein nationales Gesetz sind, 63% sogar, ja, absolut. Direkt an der ersten Frage wird also eine ganz klare Responsabilisation von den Entreprisen gefordert. Und ich sage nicht ganz ehrlich, auch wenn natürlich den Text für drun der Kader gesagt wird, für das froh, das ist aber klar herauszusehen, dass wenn die Leute bis informiert sind über den Kontext und sie verstanden, um was es geht, da gibt es eine ganz klare Position zu Lützeburg, die klar en faveur von so einem Gesetz ausfällt. Auch die zweite Frage, als angelegt gehen durch einen kleinen Text, und du hast darauf hingewiesen gehen, dass am Kader von diesem Gesetz auch thematisiert und diskutiert wird, auch ob sollten Umweltzerstörungen, die einen negativen Impact auf Menschenrechte haben, sollten mit an so ein Gesetz mit abgeholt gehen. An aufbauend auf diesem Text haben wir die Leute gefragt, ob die Entreprisen zu Lützeburg da sollen verpflichtet gehen, Mesuren oder Maßnahmen zu ergreifen, für sich so Umweltzerstörungen können zu verhindern. Und auch da haben wir zweite klare Konstat, 93% sind mehr oder minder überzeugt, dass die Entreprisen diese Maßnahmen müssten ergreifen. Die Konstat kann ich majoritär an alle Profile observieren, da wo es kleine Unterschiede gibt, als dann die Überzeugung. Wenn ich Überzeugung so in der Menge Stadt, was hier am Dunkel geringen ist, das sind die Leute, die absolut haben durchstehen, und das, was am Helle geringen ist, das ist das, was echter hat, so enger Position stehen. Und da sieht er, dass die Leute, die nach mehr Überzeugungen haben durchstehen, das sind mehr oft Frauen wie Männer, und das sind auch mehr oft Leute, die am privaten Sektor NRW sind, erschaffen, wie Leute, die am öffentlichen Sektor sind. Aber wie gesagt, an alle Profile ist das die majoritär Position. Die dritte Frage an der immer ein impressionantes Resultat. Da haben wir 86%, die sagen, dass Lützeburg, wenn es um Kandidatur für einen Sitz am UN-Menschenrechtsrat geht, mehr klar wird schwer als eine Kandidatur, wenn auf nationalem Niveau so ein Gesetz gegen umgesetzt geht. Und auch bei der vierten Frage hatten wir einen kleinen Text, den den Kontext sollte anleiten. Und das ist ein Beispiel gegangen, was sich auch tatsächlich so zugedrungen hat. Da habe ich mir gesagt, das könnte auf einer Palmölplantage an einem afrikanischen Land. Die Entreprise zu Lützeburg gehört zu Menschenrechtsverletzungen. Sie wird die Ausbeutung von Arbeiter, Kannerarbeit oder Landraub. Und aufbauend auf diesem Beispiel, 85% der Leute sind der Meinung, dass die betroffenen Leute sollte für Lützeburger Gerichte eine Entschädigung fordern können. Also hier ein ganz klare Konstat, und aber sinnet, wenn es um die Überzeugung geht, Leute aus dem Privatsektor, für mich auch ehrlich gesagt überraschend, die noch mehr überzeugt sind für das, wie Leute am öffentlichen Sektor. Für was die überraschend, weil ich davon ausgehen kann, dass oft Entreprisen aus dem Privatsektor sind, also da wo die Leute schaffen, die noch mehr oft von so Sachen betroffen sind, wie jetzt hier zu Lützeburg zum Beispiel im öffentlichen Sektor ist. Letzte Frage, und noch letzte Anleitung, die ich aber gerne gegen vorlesen, wo die Versat geheischt wird, am Jahr 2021 muss alle Memberland von der Europäischen Union, inklusive Lützeburg, das europäische Reglement über Konfliktmineralien umsetzen. Das Reglement wird eine bessere Kontrolle von der Lieferkette von 4 Hauptmineralien, also Gold, Zinn, Wolfram und Tantal, ermöglichen, die DAX aus Gebieten stammen, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind. Und dann ist noch die Information kommt, dass das Mineralien, die an Tabletten, Smartphones etc. verschafft gehen, DAX mit einer ganzen Reihe von Menschenrechtsverletzungen und Finanzierung von bewaffneten Gruppen verbunden sind. Das, was wichtig ist natürlich, das heißt sie keine Aussagen oder Interpretation, das sind Fakten. Und das ist einfach ein Kader, die gesagt wird, wo man die Leute einfach darüber informieren, dass sie die Choix de no eben noch ganz bewusst mit allen Informationen, die sie brauchen können, treffen. Und in diesem Kontext sind 87% man nachverstanden, dass die Lützeburger Regierung sollte ab dem 1. Januar regelmäßig eine Liste publizieren, wo die Entreprisen darauf aufgefordert gehen, die in das europäische Gesetz gingen fallen. Wenn lo an der Präsentation, an die habt vielleicht gesehen oder abgepasst,
die sieht, dass die Proportionen von Leuten, die d'accord sind, sich oft ähneln. Die sieht, dass oft die Profile, die en faveur sind von den Propositionen, die man im Questionnaire hatten, sich auch oft ähneln. Für was ist das so? Das ist einfach ganz einfache Konstat, dass wir dieselben Leute sind. Wir haben an unserem Questionnaire 68%, die sind mit allen Propositionen, mal mit mehr oder meiner Überzeugung, d'accord. Wir haben so gut 23%, also 4 von der Population, die sagen, sie sind mit allem absolut d'accord, mit allen Propositionen, die wir hier im Questionnaire abgefordert haben. Meine persönliche Interpretation ist davon, dass es für die Leute eine Prinzipienentscheidung ist. Es geht manner einzel Klangdetailer wat oder wie das Gesetz sollte vielleicht später ausgesehen. Das ist aber eine ganz Prinzipienentscheidung, wann es dieses Sujet geht. Das heißt, wenn es darum geht, Menschenrechte zu garantieren, wenn es darum geht, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, gibt es zu Lützburg eine ganz klare Position, dass die responsablen Akteure sollen responsabilisiert gehen und dass in alle Mesuren sollen ergriffen gehen, für das Ganze anzubenehmen und noch zu bekämpfen. Ich so nicht merci von meiner Seite aus, gehen dann fort und Jean-Louis weiter. Also für uns muss man ganz klar so von der Initiative pour un devoir de vigilance hätten die Resultate nicht können mehr eindeutig ausfallen. Wenn 92% von der Population fanden, dass die Aufgabe von der Politik für ein Nationalgesetz anzuführen, was Entreprisen, die ihre Sitzheit zu Lützeburg schon verpflichtet, Maßnahmen zu holen, dass keine Menschenrechtsverletzungen an ihren Lieferketten stattfinden, dann ist das ganz deutlich. Und wenn ihr seht, überzeugend, eindeutig, klar, sind das für mich auf jeden Fall die Adjektive, mit denen eigentlich auch alle guten Resultate kann charakterisieren. Auch die anderen, wenn es neben dem Prinzip von einem nationalen Gesetz geht, mehr auch Umweltfragen, wenn es Frage von der Responsabilität geht, dann ist es ziemlich eindeutig. Wir verstehen es auf jeden Fall auch an der Richtung, dass es für Politiker an dem Sinn auch einen gewissen Auftrag ist, für die Responsabilität zu überholen, und das durch ein klares Signal und den zuständigen Minister Jean Asselborn ist. Wir haben es viel gesehen, Entreprisen können sowohl einen positiven wie auch einen negativen Effekt auf Menschenrechte haben. Und das ist nicht vom Mut will, dass man für ein Gesetz antreten, weil es gehen effektiv nicht nur weltweit Entreprisen, die an Menschenrechtsverletzungen impliziert sind, aber auch zu Lützeburg. Und da kann ich nicht dann zumachen, wenn es um ausbeuterisch Kannererbicht geht, Landgrabbing, Ausspionieren von Menschenrechtsdefenseuren oder Zerstörung von Lebensgrundlagen. Und natürlich, ich betone das doch, sehen wir das nicht einseitig, weil es gibt auch heute zu Lützeburg, die schon eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht an ihrer Lieferkette sicherstellen. Der geht nicht. Das ist aber noch immer ein großen, an Eisen an zu viele großen Teil, die sich nicht genug mit ihrer Lieferketten auseinandersetzen. Und das muss ich so, Corona hin oder Corona hier, dass da nach etwas aussteht. An dem sind wir keine Insel von der Glückseligkeit an Sachen Menschenrechte und Business. Als Aktion, die wir den 11.11. für in der Chambre hatten, du hun, und ich will das noch einmal rappellieren, du Politiker aus allen Parteien hier Solidarität für ein nationales Gesetz zum Ausdruck bräuchte, auch hier wieder gesehen, den ehemaligen Chamberspräsident und aktuelle Fraktionschef von der LSAP. Wir verstehen dadurch so, dass es über die Grenze von allen politischen Parteien wäsch eine politische Kraft gibt, die auch neben dem, was die Population zum Ausdruck bringt, en faveur von so einem Gesetz eben auch sich austrägt. Und natürlich sollen die Etude, die im Moment von der Universität Lützeburg gemerkt wird, auch werden gucken, was könnte dabei raus, inwiefern, was für Implikationen hat das, wenn wir ein nationales Gesetz aufhören. Aber es braucht da noch für allem aber noch etwas anderes. Egal, was auch dabei rauskommt, es braucht eine politische Courage für die Menschenrechte an die Lieferketten entscheidend weiterzubringen und so auch einen Beitrag zu leisten,
weh für eine europäische Lösung. Wir stehen nicht lang da, die Lust von den Entreprisen, die sich auch für eine Legislation ausschwätzen, die geht eigentlich immer mehr lang. Und wir haben uns auch gefragt über das Resultat, was ganz rezent an einer anderen Studie rauskommt. Also, wir wissen nicht alle gut, denn heute zu Lützeburg sind wir stark fokussiert auf den Finanzsektor. Dafür wären wir froh zu lesen an der Etude von Luxembourg for Finance, die von denen an Auftrag gehen, an die ausgefordert gehen von der Lützeburger Organisation Human Rights and Finance an der Universität von Genève, dass Experten aus dem Finanzsektor aus 6 Ländern der Meinung sind, dass der Respekt von den Menschenrechten nicht eine lang freiwillige Initiative soll losgehen und dass es unter Regierungen ist, klar rechtlich Standards zu developieren. Das sind 75% von denen Befragten aus dem Finanzsektor, die dem zugestimmt haben, respektive notdringlich zugestimmt haben, dass Regierungen beim Erlos von Menschenrechtsvorschriften eine Rolle spielen sollen. Und wir hatten das ja auch schon viel gemerkt, die französischen Nopren haben an alle Wirtschaftssektoren eben auch angefordert, Gesetz, Loi pour un devoir de vigilance. An dem Sinn erlaube ich mir auch heute, das zu so, weil nur vor kurzem auch vereinzelt zu lesen wäre, dass das Gesetz antikonstitutionell wäre und nicht funktionieren. Das stimmt so nicht. Das Gesetz, das funktioniert, aber wenn ihr guckt, was rezent an der Revue von den Juristen von der Sciences Po zu lesen wäre, dann ist es doch deutlich, hier geht es konkret Mesuren, die können geholt gehen, wie ihr hier könnt lesen, an dass Daffer von Menschenrechtsverletzungen auch die Möglichkeit haben, für Gericht, und wir werden noch darüber zu schwätzen kommen, auch da das anzuklagen. Also an dem Sinn mengen wir, dass das ein Modell ist, den sich nicht 1:1 auf Lützeburg anwenden lässt, mit denen adaptiert auf eine Lützeburger Ökonomie könnt auch affären. Und dann an dem Kontext geht immer das Angstgefühl von einer möglicher Delokalisierung von Entreprisen auch an das Feld gefordert, dass die Entreprise, wenn ein Land so ein Gesetz affährt, dass dann die Entreprise fortlaufen. Wie dass man ja mit den anderen Ländern, die schon so ein Gesetz haben, in Kontakt sind. In Frankreich, als das Gesetz 2017 angefordert ging. Und die Entreprise sind am Gang, es umzusetzen. Charlotte Michon von der Association Entreprise pour les droits humains in Frankreich hat auch ganz klar und deutlich gesagt, es ist keine Entreprise, die bislo Frankreich verlost wird, nur der Aufhebung von dem Gesetz. Und in Holland, wo sie ein sektorielles Gesetz haben, über Kannererbecht, haben wir auch mit den Leuten am Austausch. Und die haben noch gesagt, es ist keine Entreprise in Holland, die das Land verlost wird. An dem Kontext meine ich, also es wichtig, dass den darüber auch ein Stück weit an dem Sinn zu schwätzen können. Da gebe ich auch noch gerne ein Wort zu einer ganz rezenten Referendum, das den letzten Sonntag stattgefunden hat an der Schweiz. In der Schweiz ist es ja so, es lungen eigentlich 2 Propose für. Das entweder von der Zivilgesellschaft, nennen wir es mal ganz einfach wie streng Gesetz, und dann wäre das, was vom Parlament viel was viel mehr streng und an unseren Einheit zu Lützeburg weitaus mehr effikaz ist. Die Majorität von der Population in der Schweiz hat sich hauchten, mais quand même, hauchten zur Propos von der Zivilgesellschaft ausgeschwärzt, aber leider an der Schweiz braucht noch die Majorität von allen Kantonen, wenn ein Referendum will gewinnen. Was aber für uns den absolut positive Message ist, ein Lieferkettengesetz, wie an der Schweiz für ein paar Jahre nach undenkbar gewesen. Lo als eine Volksaufstimmung nämlich ganz knapp darunter gescheitert, an auch von das Gesetz
werden lo automatisch wird an der Schweiz kommen. Manner gut das, wie mir gesehen, werdet aber mehr hun wie Lützeburg, was nicht hört. Weil sie werden aber auch an 2 Bereiche eng menschenrechtlich Sorgfaltspflicht aufhören, an das am Bereich von der Kannererbecht, an dem Bereich von den Konfliktmineralien. Und das bringt mich zu der letzten Sache, ich doch noch mehr weitergehen. Wir werden ja heute zu Lützeburg, was Menschenrechte und Business anbelangt, ein konkret sektorielles Gesetz kreieren, was an Männer wie engem Mond muss angefordert sein. Am Bereich von den sogenannten Konfliktmineralien Tantal, Wolfram, Gold und Zinn. Den Tommy hat es schon viel gesagt, GSM, Computer. Das sind nur 2 Beispiele von den Produkten, die mir all der Haut haben und die nicht viel Haut gelaufen die an denen stechen so Konfliktmineralien dran, an du sie Realitäten von Menschenrechtsverletzungen da verbunden, die an dem Sinn wichtig sind zu behelfen. Dafür freuen wir eigentlich auch von der Zivilgesellschaft, dass wann das Gesetz endlich an die Chamber soll kommen, wird ja auch wichtig ist, dass die Unternehmen halt so wissen, was sie sich da müssen werden. Halen auf verschiedene Punkten, die ein Teil davon ist ganz klar, weil es europäisch geregelt ist, und einen anderen Teil, du musst nach Lützeburg eine Reihe von Bestimmungen bringen. Eine von den Bestimmungen, die dem Land die los ist, publizieren wir zum Beispiel die Liste von Entreprisen, die Konfliktmineralien importieren. Als Förderung, die ist an dem Kontext ganz klar. Ja, an wann man das geben machen, wir auch nicht die einzige diese Möglichkeit geben, weil an Österreich zum Beispiel ist eine Veröffentlichung möglich von allen Entreprisen, die importieren, ja sogar mit den Quantitäten, die sie importieren. Und an Holland ist auch die Regierung bestrebt, die Berichte zusammenzulegen und sie leicht zugänglich zu machen. In dem Sinn sind wir eigentlich auch froh, dass bei dem Resultat wird man auch gesehen haben, dass doch da eine große Transparenz da ist, die auch wichtig ist, sowohl für die Zivilgesellschaft hier im Norden, wie aber auch am Süden, für zu wissen, wen ist da an dem Ganzen impliziert. Aufschließend, den 1. Dezember, wäre ein Conseil von der Europäischen Union. Und da ist am Anfang nach ein Kehr deutlich gesagt gehen, dass den Conseil von der Europäischen Union Memberstaaten auffordert, hier Anstrengungen für Grundprinzipien von der Vereinten Nationen am Bereich Business und Menschenrechte zu verstärken und auch eine Kombination von sowohl freiwilligen wie auch verpflichtenden Maßnahmen zu verstärken. Aber das ist genau das, was wir sagen. Es braucht auch eine verpflichtende Maßnahme an dem Bereich. Und dafür sind wir eigentlich froh, dass der Conseil von der Europäischen Union nicht nur die Kommission aufgefordert hat, für ein europäisches Gesetz weiterzuschaffen, aber auch die Nationalstaaten und hier Verantwortung erinnert hat und darüber verwiesen hat. Vielmals merci Jean-Louis und merci und Diana, die schon geschwärzt haben. Schön dann dir nach ein bisschen auf die Wolle von der Umwelt anzugehen, den auch ganz klar an die Resultate gewiesen hat, dass das eine Wolle ist, wo die Leute befroten auch fanden, dass er muss an so ein Gesetz gehören. Für was sind 93% von der Befragten der Meinung, dass so Umweltaspekte müssten abzugehen an so eine Loi pour un devoir de vigilance au Luxembourg. Mal ganz einfach, weil ganz oft Umweltzerstörungen einen negativen Impact auf Menschenrechte haben. Sie oft durch Zerstörung von der Umwelt oder die Verschmutzung von der Umwelt. Es sind ein paar die Menschenrechte, Rechte auf gut Leben, auf ein dreschen Zuhause, auf Gesundheit, auf Nahrung, auf proper Wasser, an anderen Lebensgrundlagen, die ganz klar mit Umweltzerstörungen nicht können mehr respektiert gehen. Das ist also extrem wichtig, dass auch so ein Devoir de Vigilance zu Lützeburg
die Umweltaspekte mit einbezieht. Und wir haben noch gesehen, und Jean-Louis hat auch gerade erklärt, dass an die Loi, die jetzt schon in Frankreich gibt, dass da so Umweltaspekte auch mit einbezogen sind. Und das bringt mich da vielleicht auf ein ganz konkretes Beispiel von der Loi, die schon in Frankreich existiert seit 2017 und die ganz lo benutzt gehen für ein gewisses Projekt von einer gewissen großen Petrolsfirma, die wir alle kennen, zu stoppen, respektive zu evitieren, dass dieses Projekt von der Firma Total am Uganda wird Menschenrechte und die Umwelt zerstören. Und zwar hat die ONG, französische ONG Les Amis de la Terre, am Kader von diesem Gesetz pour un devoir de vigilance Petrolsfirma Total angeklagt. Die haben nämlich ein mega Projekt, ein riesen Petrolsprojekt geplant am Uganda an einem Naturpark. Und mittlerweile, auch wenn die Projekt noch nicht ganz umgesetzt ist, die Pläne für das umzusetzen, gibt dass Zehntausende von Leuten umgesiedelt müssten gehen aus ihrem Zuhause, dass sie hier Felder sowie hier Kulturen verlieren und die Kompensation, die sie kriegen, auf der neuen Platz, wo sie umgesiedelt gehen, die sie gar nicht hoch genug, für dass hier Lebensgrundlagen gesichert können gehen und hier Menschenrechte gesichert können gehen. Voilà, das heißt, das ONG, die hat Les Amis de la Terre den Total angeklagt am Oktober 2019, weil Total dann am Kader von der Loi einen gewissen Plan de Vigilance hat müssen absetzen, haben sie auch, mit denen es nicht präzise genug konnten nicht garantieren, dass gewisse Menschenrechte respektive Umweltzerstörungen nicht respektiert werden. Da könnte eine Decision von der Cour d'Appel den 10. Dezember, also an der paar Tage, werden wir mehr wissen, inwiefern wie das ausgeht. Das ist also ganz wichtig, dass zu unterstreichen, dass die Umweltaspekte durchrahmen sind. Und das ist auch ein gutes Beispiel für zu weisen, dass Opfer aus dem Uganda die Möglichkeit haben, dann für französische Gerichte eine Kompensation anzufragen, anzuklären. Voilà. Und das heißt, das war auch ein Teil von dem Sondage, haut, ja, dass 85% auch der Meinung sind, dass müssen Opfer können halt zu Lützeburg eine Kompensation kriegen, wenn die Entreprise halt zu Lützeburg dann domiziliert, dass an hier Aktivitäten am Ausland oder hier Aktivitäten von ihrer Lieferketten einen negativen Impact auf Menschenrechte und die Umwelt hat. Und das französische Loi hat das eigentlich auch ganz gut an diesem Fall von Amis de la Terre gegen Total bewiesen, dass das möglich ist. Und ich meine, ich beschlossen nicht mal dabei, und da gehe ich weiter und Antonia. Merci Myrna. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, 86% de la population pense que le Luxembourg sera plus crédible au niveau de sa candidature pour un mandat au Conseil des droits de l'homme s'il adopte une loi nationale pour lutter contre les violations des droits humains engendrées par les activités des entreprises. Il semble donc que la question de la cohérence des politiques du gouvernement est importante non seulement aux yeux de la société civile, mais également aux yeux de la population au Luxembourg. Un État qui a des prétentions de jouer un rôle au niveau d'un organe comme le Conseil des droits de l'homme doit montrer l'exemple. On nous répond souvent que le Luxembourg n'est pas en retard par rapport à d'autres pays européens sur le devoir de diligence. Or, les processus politiques en Finlande et en Allemagne sont à un stade plus avancé qu'au Luxembourg. La Finlande, un autre candidat pour un siège au Conseil des droits de l'homme, a déjà finalisé son étude sur la possibilité de légiférer et a déjà lancé une consultation publique dans le cadre de l'élaboration de la future loi. En Allemagne, il y a eu déjà des échanges au niveau du gouvernement concernant une législation et différents ministres ainsi que la chancelière elle-même se sont déjà prononcés. Il est évident que dans les deux pays, il y a la volonté politique d'avancer aussi au niveau national. Puis, nous n'attendons pas à ce que le Luxembourg ne soit pas en retard par rapport à d'autres pays. Nous attendons à ce qu'il soit parmi les pionniers sur la question entreprises et droits humains, ensemble avec des pays comme la France ou les Pays-Bas. Depuis quelques mois, on constate également l'installation d'un discours
qui oppose l'adoption d'une législation nationale à celle d'une législation européenne. C'est un faux débat. Demandez à n'importe quel expert dans le domaine entreprise et droits humains et il ou elle vous dira que les deux sont complémentaires et que de toute façon, la législation européenne doit être transposée au niveau national. Nous ne cesserons pas de le répéter. Il s'agit d'une question de volonté politique. Est-ce que le gouvernement luxembourgeois veut vraiment avancer au niveau législatif afin de responsabiliser les entreprises au Luxembourg? C'est une question qui reste encore ouverte. Nous saluons bien sûr l'engagement du gouvernement en faveur d'une législation européenne et nous espérons qu'il continuera à s'impliquer activement. Mais cette législation n'est pas pour bientôt. Ce sont des processus qui durent plusieurs années et les victimes de violations des droits humains ne peuvent plus attendre. Elles attendent depuis les années 70 du dernier siècle, quand le concept de RSE a apparu. Pour être crédible au niveau de sa candidature pour le Conseil des droits de l'homme, il faut d'abord faire ses devoirs à la maison. La réalisation d'une étude sur la possibilité de légiférer au Luxembourg est un premier pas positif. Dans une logique de cohérence, nous espérons que nous allons voir aussi des engagements concrets concernant l'adoption d'une législation nationale sur le devoir de diligence au niveau de la campagne du Luxembourg pour un siège au Conseil des droits de l'homme. Enfin, il est intéressant de noter qu'une enquête auprès du grand public a également été menée en Allemagne, peu avant celle au Luxembourg, et les résultats montrent que le taux d'approbation d'une loi nationale est plus élevé au Luxembourg que chez notre voisin. En Allemagne, le taux est de 75%. Si le gouvernement veut être cohérent dans ses politiques et en phase avec les attentes de la société civile et de la population au Luxembourg, il est temps d'entamer le processus législatif. Dans quelques jours, nous allons célébrer la Journée internationale des droits humains. Cette journée prend encore plus d'importance cette année dans le contexte de la pandémie actuelle. La crise de Covid nous a rendus encore plus conscients de l'importance de protéger les droits humains, ici et ailleurs, y compris dans le cadre des activités économiques et plus particulièrement au niveau de la chaîne de valeur. Récemment, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a prévenu que le monde va souffrir des effets de la pandémie pendant des décennies. Il est donc d'autant plus important de protéger les personnes les plus vulnérables qui vont être affectées le plus et celles qui vont se retrouver sans filet de sécurité. Merci.